Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir haben in der nächsten Folge den kompletten Grünweg eigentlich erkundet und haben einmal bösartig auf den Sack bekommen vom anderen Hollow Knight, wo wir uns jetzt wieder auf den Weg zum dem machen, blöd gesagt, und versuchen uns im Kampf nochmal gegen den zu stellen. Und ich hoffe und denke, dass wir das vielleicht im ersten Durchlauf schaffen, und wenn nicht, dann müssten wir halt noch einen zweiten Anlauf haben, so wie das jetzt schon anfängt. Ja, könnte das schon ein bisschen schwieriger werden als erwartet. Wir müssen einfach sicher mal schauen, dass wir mit vollem Leben, wenn nicht sogar ein paar Seelentank ein bisschen Führung haben. So, dann müssten wir da jetzt einmal runtergehen. Und dann hier unten links und dann sind wir erst schon dort. Wir haben jetzt in der letzten Folge auch unsere Karten erneuert. Jetzt sieht sie schon viel schicker aus als sonst auch schon. Ah, das sind die wir hier ein bisschen veräppelt haben. Anstatt gegen sie kämpfen, haben wir sie einfach ein bisschen veräppelt und einfach unsere Taler eingesammelt. Gut, so etwas habe ich jetzt einfach nicht erwartet. Ich habe noch kein einziges Mal so ein Viech geschafft zu erledigen. Come on! Die greifen mich die ganze Zeit an, so einem Gebüschteil. Komm jetzt! Ich will ein einziges Mal so ein Ding besiegen. Nice! Haben wir das gut anbekommen, wenigstens noch das. So, dann können wir mal ein Leben auffüllen. Dann hätten wir genug Seelenführung, um mindestens ein Leben am auffüllen. Das wird natürlich ziemlich knapp. Aber ich würde sagen, bleibt uns keine andere Möglichkeit, als jetzt tausende Fails zu begehen. Und uns nochmal gegen die stellen. Let's go. Okay, jetzt muss ich aber einfach genau beobachten, was die so vorhat. Okay, also sie kann einen Kreis machen. Uns anchargen. Verschiedene... So, ich würde sagen, wir halten uns das mal einfach ein bisschen defensiver. Ah, da schießt sie ihre... Oh Mann, oh Mann! Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, da schießt sie wieder in die Nadeln. Wir haben gerade nur noch ein Lebenführung. Nice, okay, wir haben sie einmal schlagen. Nochmal ein Leben auffüllen. Da schießt sie wieder in die Nadeln. Wir haben 2 Lebenführung. Okay, okay. Was hat sie jetzt vor? Sie chargt an. Schießt sie wieder in die Nadeln. Was kommt als nächstes? Okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, oh Mann, jetzt habe ich einen Fehler begangen und habe aus Versehen losgeschossen, um schon mein Leben aufzufüllen. Okay. Wir hätten wieder genug Seelenführung, um unser Leben auffüllen. Nein, nein, nein! Oh Mann! Also, Versuch Nummer 1 ist fehlgeschlagen. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück. Jetzt sehen wir auch, die komplette Karte ist aktualisiert worden, was wir alles durchkundet haben. Ach, das wird einfach mega mühsam. Das Spiel ist wirklich recht schwierig gemacht dadurch, besonders gegen so Bosskämpfe. Man muss sich wirklich einprägen, was der Gegner vorhat. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt recht gut mitbekommen, was sie so alles kann und was nicht. Und jetzt würde ich sagen, wir behalten uns das mal einfach defensiver und versuchen immer auf den richtigen Moment abzuwarten, bis wir sie besiegen können. So, dann machen wir uns direkt mal das zweite Mal ins Getümmel. Und hoffen und denken, dass wir das mal anbringen. Gut, erster Schlag haben... Okay, die Nadel kommt. Okay, okay, okay. Ah. Nice, okay. Opa! Das war knapp. Das war knapp. Ich würde sagen, wir warten wirklich immer auf den Moment, wo sie versucht, uns anzuchargen. Gut, wir haben fast volle Seele. Wir heben uns ziemlich gut an. Okay, das ist ein bisschen im Fail gewesen.
jetzt wieder in die Nadel. Wir haben volles Leben immer noch. Wir haben uns gerade momentan ziemlich gut. Okay, jetzt habe ich gedacht, okay, das vergiss immer wieder, dass sie dann noch so ein Kreischen machen kann. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay, wir haben gerade nochmal 2 Treffer können landen. Wir sind in der zweiten Phase. Jetzt heben wir uns eigentlich nicht so schlecht. Okay. Achtung, oh. Ich habe sie schon in meinem Auge drinnen gesehen. Ich habe die Nadel schon in meinem Auge drinnen gesehen. So, wir heben uns gut. Wir heben uns ziemlich gut. Jetzt habe ich gedacht, ich schiesse mal noch den Schaden ab, dass wir wieder Seelen auffüllen in dieser Zeit. Nice! Okay, unsere Seelen ist ja schon wieder voll. Ich würde sagen, einfach so weitermachen. So weitermachen. Ah! Oh! Nein, das war ein Fehler von mir. Ich habe es falsch erwartet, was sie gerade einsetzen sollte. Ruhig bleiben, das schaffen wir schaffen das. Wir schaffen das. Lange Zeit zum Auffüllen, jawohl. Wir haben noch das Herz auffüllen, also eine Maske. Oh Mann! Nice! Aber das war es noch nicht, wie es aussieht. Wie lange lebt die denn noch? So, wir haben noch geschafft, das Leben auffüllen. Mein Gott, wie viel Leben hat die? Stirb doch einfach! Okay, wir sind auf 3 Leben. Kurz einen Moment Schnaufpause, um das Leben wieder auffüllen. Oh! Nice, haben wir es geschafft! Was? Nice! Oh mein Gott, ist jetzt einfach wieder abgehauen, sie ist nicht gestorben. Alles klar. Ich würde mal behaupten, 3 Versuche haben wir gebraucht, um den Boss zu besiegen. Wir haben das gut anbekommen. Dann betrachten wir mal, was da vor sich geht. Genommen, Mottenflügelumhang. Drücke R2, um nach vorne zu sprinten. Benutze den Umhang, um auf dem Boden oder in der Luft schnell zu sprinten. R2, schauen wir uns das gerade mal an. Okay, alles klar, das würde jetzt eigentlich bedeuten. Versucht es, die Siegel zu brechen. Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lasst uns schlafen, kleiner Schatten. Kehrt in die Dunkelheit zurück. Gewährt uns unsere Ruhe. Okay, WTF. Es sind irgendwelche 3 Wesen erschienen. Aber wir haben dafür eine neue Fähigkeit dazu erhalten. Und zwar, dass wir schneller umsprinten können. Das gefällt mir so richtig. Die fliegen gerade Blätter weg von uns. Nicht schlecht so. Der nächste Weg würde uns eigentlich auf diese Seite durchschlagen. Dann würde ich sagen, probieren wir das gerade mal aus. Nice! Gut, das sage ich natürlich auch nicht nein. So, dann können wir jetzt nämlich viel weiter gumpen oder höher gumpen und besonders einfach mal geradeaus durchchargen. Was in dem Spiel noch ziemlich zu Vorteil kann sein. Nice, da kommen wir jetzt wirklich überall drüber. Aber jetzt, wenn ich nicht auf dieser Seite denen, würde ich gerne auch noch schauen, ob es dort noch etwas verbirgt. Okay, nein, da geht es irgendwie dann wieder rauf. Da würden wir dann den Weg freischlagen. Okay, alles klar, so würden wir dann wieder rauskommen. Das heisst für mich, ich wollte jetzt aber noch schnell den anderen Weg erkunden. Oh, das macht alles so viel leichter mit dem Charge. So, wo sind wir jetzt da? Irgendwo, im Nirgendwo. Ein paar Sonnenstrahlen, in der Dunkelheit, im bösen Wald. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich hätte das nicht erwartet, dass wir das so schnell anbekommen.
Also ich habe nicht sicher so mit 20, 30 See von Un. So mit 20, 30 Versuchen gerechnet. Okay. Hallo? Ah, das ist ein Gegner! Der ist jetzt so komisch und rumgestanden, da bin ich mir ziemlich unsicher geworden. Ich denke, wir treten in dem Fall einfach mal ins Gebäude rein. Den kennen wir doch. Den haben wir doch schon mal getroffen. Karte aktualisiert. So. Dann würde ich sagen, reden wir mal ganz kurz mit ihm. Oh hola! Hey, oh hallo! Es scheint, als wären wir beide etwas vom Pfad abgekommen. Ich kann kaum glauben, dass diese staubigen alten Straßen zu solch einem üppigen und lebendigen Ort führen. Dieses Gebäude legt eine Form von Abendung nahe, auch wenn seine Götze offenbar längst vergessen wurde. Es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Okay, hast du schon etwas zu erzählen? Ich habe dort draußen einen merkwürdigen Burschen gesehen. Der See schien ihn ziemlich zu beeindrucken. Ich hatte geplant, ihn zu grüßen, aber dann begriff, dass ich mich wohl erst um einen Nagel kümmern sollte. Für den Fall, dass das Treffen ungut verläuft. Okay, alles klar, also da erwartet uns eigentlich nicht mehr, außer da ist noch mal etwas zu erzählen. Dein Nagel sieht nach einem ausgezeichneten Werkzeug aus, aber er weist Zeichen der Abnutzung auf. Ich würde wetten, dass er dich dort oben weit bringt. Jedoch befürchte ich, dass du hier unten schon bald auf Gefahren treffen wirst, welche die an Ort der Oberfläche weit übertreffen. Okay, sonst noch etwas? Heilandsnest ist ideal für aufmerksame Abenteurer wie uns. So spannend und aufregend. An diesem Ort ist man entweder wachsam oder tot. Okay, ich würde sagen, das ist alles. Du kannst uns in dem Fall nicht grossartig weiterhelfen. Er hat gerade von dem Monster da vorne geredet. Die Frage ist jetzt, ob wir uns gegen den messen, zum schauen. Aber ich glaube, da vorne erwartet uns nichts Wichtigeres. Aber trotzdem besiegen wir ihn. Er gibt uns gut Taler. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir da sprinten können. Nice, so haben wir wieder einige Taler einsammeln. Aber ich glaube, der eine hat nichts Grossartiges, was uns noch interessieren würde. Was für mich bedeutet, wir machen uns ganz langsam auf den Weg zurück. Wir haben ja soweit eigentlich auch alles im Grünweg erkundet. Es hat so ein, zwei Stellen gegeben, wo wir halt nicht weitergekommen sind, durch das, dass wir den Sprint nicht haben können vorführen. Wenn ich mich nicht täusche, sogar ganz oben rechts, dort hätten wir ihn können brauchen und an anderen Stellen auch noch. Jetzt ist halt eher die Frage, wo gehen wir weiter? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt wirklich mal ganz oben rechts. Ganz dort oben rechts, jawohl. Ich würde sagen, das wäre der beste Weg, den wir uns da vornehmen können. So, la. In dem Fall zurück zum Erforschen. Ja, das ist ja wirklich viel geschmeidiger, richtig wild, was wir da vorhaben da mit unseren Sprintattacken. Die ist ja wirklich einfach wild. Einfach wild. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Genau, am besten gehen wir jetzt eigentlich sogar da durch. Dort oben haben wir ja ein Gebiet, das nicht erkundet, also wo wir keine Karte dafür haben. Wo ich nicht weitergekommen bin. Die Frage ist jetzt, ob wir es mit dem Sprint zusammen anbringen oder überhaupt oder nicht. Journal aktualisiert. Oh, da schlägen wir wenigstens noch ein paar Türen kaputt an. Dass alle wissen, dort durch ist er und irgendwo anders. So. Dann sollten wir in dem Fall hier raufgehen. Hola, hoppa. So, und da sind wir nämlich auch schon wieder. Und für das Gebiet haben wir ja gar keine Karte zur Verfügung. Was bedeutet, es ist ein neues Gebiet. Das ist jetzt einfach legendär knapp. Nein! Ah! In dem Fall alles nochmal von vorn. Aber zuerst mal das Leben auffüllen. Ja, das ist jetzt so eine Stelle, wo wir eigentlich gar nicht weiterkommen ohne den Sprint. Nice! Da vorne haben wir auch eine Truhe mit einem Taler. Okay. Nur ein Taler.
Nein, tun wir doch das jetzt nicht an! Also der Beste, den ich gesehen habe, ist jetzt, wenn wir einfach bei einem stehen bleiben, dass er nicht auf uns schiessen kann, während wir den anderen besiegen. So, den haben wir jetzt erledigt. Und jetzt würden wir uns um den kümmern. So, spuck nochmal so ein Teil. Nice. So, dann haben wir die eigentlich auch noch gut anbekommen. Dann können wir da noch einen Weg freischlagen. Und denen geht es ja gerade schon weiter. Wir haben nur noch ein Leben. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Und mir fällt das erst jetzt auf. Lappi macht die Augen auf. Okay, da haben wir noch irgendetwas. Betrachten! Baldur-Panzer. Was ist denn der Baldur-Panzer? Beschützt den Träger beim Fokussieren von Seelen mit einem harten Panzer. Der Panzer ist nicht unzerstörbar und zerbricht bei zu viel Schaden. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Stellen braucht. Du brauchst 2, um den einsetzen. Wir haben aber nur 3 Plätze. Bedeutungsweise, wenn wir dann uns heilen würden, uns ein bisschen davon schützen, dass wir uns wenigstens 1 bis 2 Mal könnten heilen. Das ist natürlich ziemlich nice. Sie hat ziemlich verwundert, dass wir jetzt dann einfach runtergefallen sind. Ich habe gedacht, ich komme einfach mal in die Kiste rein, wer weiß, was passiert. Oder ob noch ein Taler drinnen liegt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe eigentlich gemeint, es liegt noch ein Taler drinnen, wo wir uns noch schnappen können. Ich sterbe da, glaube ich, irgendwie noch. Concentration. Concentration, Concentration. Nice. Okay. Wir haben aber für das Gebiet immer noch keine Karte. Und jetzt ist die Frage, geht es denn da noch ein Stückchen weiter oder ist jetzt das alles gewesen? Die Frage ist jetzt, soll ich es riskieren? Nein, komm, ich riskiere es jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen das auf den Weg zurück. Schauen, dass ich mir irgendwo noch ein paar Seelen einsammeln kann. So muss es ein bisschen heilen. Jawohl! So können wir uns schon mal einmal wieder heilen. Da oben sind wir in dem Fall jetzt mal schauen. Das ist die Frage, was an der anderen Stelle auf uns wartet. Ich weiss nur noch dort, wo das Elektrizitätszeug war. Dort würden wir jetzt eigentlich durchkommen. Einfach runter. Ja. Wo ist das gewesen? Wo ist das gewesen? Ich glaube, das ist der Tunnel, wo wir noch nicht ganz erforscht haben. Das sieht nämlich ganz danach aus. Ich würde sagen, wir machen das auf den Weg dort hin. Gott sei Dank bekommen wir wirklich keinen Fallschaden in dem Game rein. Sonst wäre ich komplett lost. Okay, okay. Dann nehmen wir das Bänkchen. Wir können unser Leben wieder auffüllen. Jetzt könnten wir auch gerade mal schauen, ob ich den noch ausrüsten könnte. Aber wie wir sehen, haben wir jetzt hier so 3 Slots, die wir brauchen. Und der bräuchte 2, also den Preis von 2. Darum haben wir gar keinen Platz für den. Und ich würde jetzt gerade momentan ein Seelendings behalten. Eher für den Boss würde ich dann das mal wieder abwechseln. Bin ich jetzt zu weit? Nein. Dann noch weiter runter. Genau. Versuchen wir da mal... Genau, jetzt müsste ich da wieder einen Weg drauf haben. Okidok. Da haben wir wieder so ein stinkendes Ding. Also ein Abgas muss rauslassen. So, genau da habe ich gemeint. Und da sind wir ja nicht weitergekommen. Das sollte jetzt funktionieren, jawohl. Nein. Ist das wieder so ein Ding, wo ich muss da... Oh, nein! Nein! Ach, du heilige Maria. Wir scheitern bei keinem Boss, aber an einem Dornenbaum. Aber es ist halt wirklich schwieriger, als es aussieht. Nice. Nice. Oh mein Gott, ich wette, da kommen wir jetzt gleich wieder auf den Keks über. Ganz ruhig, durchschnaufen, konzentrieren. Jawohl! Okay, das sieht bis jetzt schon mal gut aus. Und da vorne wäre das Teil, das leuchtet, oder irgendein Teil.
Betrachten. Dornen der Qual. Haben wir jetzt auch gerade erhalten. Spürt den Schmerz des Trägers und schlägt um sich. Lässt beim Erleiden vom Schaden dornige Rankenspießen die Gegner in der Nähe Schaden zufügen. Was natürlich auch ziemlich nice ist, würde uns den einen Preis kosten. Aber zurzeit haben wir ja nicht wirklich viel Platz dafür. Nice, es sieht langsam aus, als hätten wir wirklich den kompletten Grünweg erforscht. Den einen Weg dort unten kommen wir ja leider nicht weiter. Weil der komplett von Dornen übersät ist und wir für das viel weiter müssten kommen. Dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg langsam zurück zum Weglang. Also, aber ich scheitere an allem Möglichen nicht, aber wenn es ums Runtergehen geht, Weltmeister hoch 10, dümmer geht es doch gar nicht. Nice. So, weiter geht's. Genau, wir sind auf dem richtigen Weg, wo ich hin will. Ach komm jetzt, mach mich doch nicht schwanger. So, dann können wir dann nämlich nochmal das Leben auffüllen. So, da. Weil ich will da nicht unbedingt müssen sterben gegen die Viecher. Bin ich jetzt richtig? Da oben habe ich eigentlich gar nicht wollen. Oder einen hätten wir ein Bänkchen, da fülle ich ganz kurz nochmal mein Leben auf. Da könnten wir einmal ganz kurz abspeichern. Karte aktualisiert. Jetzt sehen wir auch schon, jetzt hat es mehrere Stellen wieder aktualisiert. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch der oberste Weg dort und ganz unten. Und dann hätten wir den kompletten Grünweg eigentlich durchforscht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier links im grösseren Bereich da unten entlang und tun uns dort mal noch Gänger erkunden. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns. Ciao!